Herzlich willkommen zurück hier zu Part 24 bereits vom Let's Play zu Fire Emblem Shadows of Valencia und vermutlich auch der letzte Part in Akt Nummer 2. Denn wir haben die Neko-Drachen bereits besiegt hier mit Celica und ihrer Truppe. Wieder mal verlustfrei, sehr schön. Es fehlt eigentlich nur noch hier den Tempel der Göttin Mina zu erkunden und dann zu Schloss Sophia, wo wir vermutlich auf Alm treffen. Oder auf General Meissen oder so, mal gucken. Jetzt müsste hier irgendwie noch etwas... Das sind Gegner. Oder? Die fragen noch so, was sind das Gegner? Ja. Es ist ein Gargoyle. Okay, das ist mal was Neues. Die können offenbar ziemlich weit fliegen. Ach du Scheiße. Ja, die decken direkt alles ab. Das heißt, ich mache es anders. Die normalen Schränke sind mir gerade egal. Ich will mal so gucken. Erstmal natürlich alles abfangen, was geht. Ich könnte jetzt, das wäre ein perfekter Zeitpunkt hier für Anrufen. Ich habe zwar nicht gerade so viel Platz um mich herum. Stimmt eigentlich, war wäre ein bisschen doof. Feeling good. All right, I'll handle this. Ich kriege mal hier hin. So, Anrufung. With you here, how can we lose? Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, die sind etwa gleich stark, wa? Okay. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Knochenschwert. Sieht eher ein bisschen aus wie das... Mann, ja, das Schwert schon wieder aus Fates. Das Omega-Teil halt, versteht ihr? Okay, aber es geht eigentlich noch, was sie den Schaden macht, ne? Ich meine, ich habe jetzt Mii vorne geschickt und die war auch nicht gerade so stark. Aber wenn es nicht so schlecht in Verteidigung, meine ich halt. Ja gut, dauert das ein bisschen. Natürlich wollen alle zuschlagen, obwohl sie gar nichts können. Gargoyles, ja, dann viele Erfahrungspunkte geben, wäre es schon cool. So, darf ich auch wieder, dankeschön. Der Ring heilt sie echt selber, sehr gut. Schwarze Magie, Seraphim und Tschüss. Jo, perfekt. Wobei, ja gut, diesen Schrecken, ja, also. Hat ein bisschen mehr Resistenz, aber nee, dann geht auch so. Protect what is dear. That was amazing. No, that was amazing. So. Saber Critten! Saber Critten! Wo bleibt der Saber Critter? Saber Critten? Der will nicht quitten. Frechheit sowas. Das hingegen ist auch ein bisschen eine Frechheit, was er hier gerade dulden muss. Gut, machen wir normal Feuer. Bowie, lahm wie sonst was auf der Welt. Ich glaube das einfach nicht. Dann natürlich noch die mächtige Aura, die zwar gerade ein bisschen sehr weh tut. Heilen! Sehr gut. Gefällt mir. Oh yeah. So, fast weg. Da kann ich doppeln. Ah, da kann ich doppeln, deswegen.
zieht mir zu viel Speed ab. Ich habe sonst überall meine Truppe noch da und ja, da geht schon. Machen wir so. Das war der Gargoyle. So, kann ich ihn hier hinschicken. Dann habe ich hier wieder mal viel Platz und kann vor allem erstmal quatschen. How goes it, old friend? Pretty good, Leon. How about you? Oh, you know me. I'm always at 110% when you're around. I'm counting on it. Still, truth be told, I've been thinking about something. You're a rather handsome devil and more than good in a fight. If you could just keep your mouth shut, I bet the ladies would flock to you. What are you going on about? And what in Milla's name do I want with a whole flock of women? Fighting at your side is enough for me. I require no other distractions. Yeah? Well, thanks. That's actually pretty flattering, I suppose. Jo, irgendwie schon, wa? Gut, dann noch ein bisschen angreifen. Ich schätze mal, ich hole den vom Himmel. Vom Himmel vor allem. Ja, das Team, das wir haben, ist eigentlich schon cool, finde ich jetzt mal. Es sind einfach zwei Charaktere, die ich jetzt richtig einschätzen kann. Also, zum einen mal Bowie, der einfach nur zu schwach ist, um vor allem Geschwindigkeit. Der ist so lahmarschig. Weil May ist in der Hinsicht nur 5 Level höher, aber guck dir mal Angriff und Geschwindigkeit an, da ist ein Trauerspiel. Ja, und dann natürlich auch ein bisschen Kamui. Kamui natürlich hat eigentlich schon die Stärke auf die Geschwindigkeit, aber ich weiß nicht, irgendwie einfach, ich meine, Sachen Söldner und so wie Saber. Vielleicht liegt es ein bisschen daran. Ich bin nicht so Fan von ihm, muss ich mal so sagen. Ja, ich bin der Schrecken in die Nacht umflattert. Ich bin der Gargoyle. Ja, das mit Illusion ist schon ein cooler Zauber. Also, muss man schon mal so sagen. So, jetzt habe ich aber nicht vergessen, Selga kann ja auch heilen. Das heißt, ich muss gar nicht unbedingt mit dir überall angreifen. Ja, das hat dann zwar gekillt, aber ist sowieso nur ein Lamer. Boah, so langsam mal fertig hier. So. Das heißt, wie gehe ich jetzt am besten vor? Eigentlich soll natürlich eher noch ein bisschen abstauben und so, aber da ist man es eigentlich lieber, wenn er einfach angreift. Und hoffentlich trifft. Sehr gut. Das würde bedeuten... Ja, warum eigentlich nicht? Valba, wie sieht's mit dir aus? Wem könntest du ziemlich wehtun? Schaden ist relativ überschaubar. Leider. Da war es einfach eine Attacke. Das Problem ist halt, wenn ihr damit... Aha, flache Trefferquote. 80% wäre es ein One-Hit. So, hat er das jetzt gemacht? Dann würde ich eben gerne mit ihm noch was reißen. Kamui vielleicht noch irgendwie vorschwächen. Söldner ist relativ lame, kann das sein? Also lame im Sinne von langsam. Schnecke da, leider aber halt Speed 10. Dann wäre der schon mal weg. Der wäre aber ziemlich vorgeschwächt. Das ist natürlich auch ganz cool. Okay, der wird zum Thema vorgeschwächt. Oh. 4, das ist eigentlich ein perfekter Wert. Es ist ein perfekter Wert. Weil für Volvo.
Die Now Mauer. you're sealed. So, da waren es noch 2. Und ich würde gerne da oben den hier noch runterholen. That was an easy one. Saber, der Gargoyljäger. Das sind die Gargoyles. Ready to move out. Ja, das heißt, ich mache trotzdem, ich kann es noch angreifen, 40%, aber ich weiß, was er trifft. Seraphim natürlich, wie gewohnt. Dann nehmen wir das natürlich. Don't ask forgiveness. Hier kamen noch Erfahrungspunkte. Also Celica lohnt sich das nicht mehr. Honestly, I was I need a minute. Der andere ist jetzt... Ah, waren direkt beide, okay. Ja, natürlich auch so. Das sieht mir jetzt nach Hause, gäbe es da noch ein bisschen was zu holen. Oh. Käse, mitnehmen. Aber wenn er voller Löcher ist. Ein typischer Emmentaler eben, war. Was der Erfahrung sprudelt hervor. Das heißt, Instant Level Up oder was? Damit aber jetzt verstehen. Geil. Immer noch keine Entwicklung. Das finde ich jetzt schon interessant. Ja, ich weiß, es ist schon Level 10 und Bowie hinkt grausam hinterher, aber ganz ehrlich, Bowie kann... soll es einfach mal riskieren und gucken, was er kann. Was er könnte. Ich gehe mal einmal und guck mal auch in den Werten und so. I feel my Ja, Ja, ist eine Zwickmühle, war mit Bowie. Da geht's weiter. Hier haben wir nochmal so etwas. Noch eine Quelle. Resistenzwasser sprudelt hervor. Oh, das ist dann schlecht. Natürlich, Waller bräuchte es, aber es lohnt sich nicht bei ihnen, wäre zu wenig. Saber, und dann mache ich da einfach mehr zum richtigen Tank und Genie natürlich direkt auch. Das wäre eine Idee. Okay. Genie und Mei sind also unsere Resistenz-Tanks, könnte man so sagen. Und es geht ihm noch weiter. Was? Sakralschwert? Aus welchem Grund wollte sie jetzt zur... Wegen der Göttin und so. Was eben geht es immer so gut, man sieht es ihm an. Ganz kurz gucken, das Sakralschwert. Ein Schwert, das böse Mächte bannen soll. Ja, weil, ja, mal Lager machen, nochmal nachgucken. Filigrane Dolch, Selbstverteidigung, ja, das ist halt, ein Dolch, fertig. Also, ja, mit einer Power und so. Da Quote auch nur 10, aber der hier, Kraft 3, Crit Chance 10, leck mich am Arsch. Wäre so eigentlich perfekt für ihn hier, wa? Und vor allem das böse Mächte bannen soll, das heißt, sie könnte, oder hätte darauf halt... Ja, die Macht des Lichtes, kann man sagen. Da können sie mit Seraphim sowohl magisch angreifen, aber mit dem Sakralschwert sogar physisch angreifen. Was natürlich so bei Gegnern wie Kantoren und so sehr praktisch wäre, weil das sind ja eher so magieorientierte, böse Einheiten, im Sinne von viel Resistenz und so. Warte mal, was? War ich jetzt drauf? So 5 Cup wieder her, okay. Das ist effektiv gegen die Schrecken, ja, leck mich am Arsch.
Ey, wie krass ist Celica bitte drauf? Feuer, Donner, Seraphim, dann Erholung, kann sich an andere heilen. Als nach Gesundung und Schrecken, dafür hat sie die Füllung nicht mehr. Ja, ihre Füllung ist rausgeflogen. Ich weiß, hatte mal bessere Sprüche drauf. Ja, den Golddolch, man könnte den die anderen noch geben. Nee, eben, ich habe mich auch gewundert, dass irgendwie klappen könnte. Oder würde vor allem. Ja, ich weiß selber wohl den ursprünglich haben, aber ganz ehrlich, das ist gut. Sehr praktisch, würde ich mal sagen. Ich weiß, selber geht es gar nicht so gut. Ich sehe es. Hier war ich überall schon. Ich glaube, das war alles, war. Jetzt müssen wir sich eigentlich fragen, warum war jetzt das irgendwie so speziell, dass mit Celica unbedingt hier hin wollte. Also sprich jetzt storymäßig. Sie hatte gesagt, ja, ich muss unbedingt zum Schrein der Göttin und so. Und zum Tempel der Göttin, aber das war jetzt nichts so Besonderes. Das war einfach ein normaler Schrein. Klar, er hatte noch ein paar weitere Räume und so, aber trotzdem war es eigentlich ein normaler Schrein. So. Sehr gut, haben wir einen Segen erhalten und dann neue Klasse für Leon. Zum Scharfschützen, er wird sich freuen. Die Magier brauchen offenbar sehr viele Level-Ups, bevor sie sich entwickeln können, weil, ja, Mei Level 10 ist immer noch auf ihrer Grundstufe. I'm excelling beyond words. Bogenreiter plus 2. Oh, das ist geil. Das ist geil, Mann. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Jo, na gut, in den Dungeon. Ja. Ja, sie ist schnell. Denn sie ist Celica. So, Freunde, wir haben es geschafft. Das heißt, ich bin der Meinung, wir haben Akt 2 abgeschlossen. Ja, nehmen da mit den Schrecken und so und wir können mit ihr eigentlich wieder zurück hier zum Hafen, oder? Wir haben hier noch ein paar Dinge, ich glaube da auch mit dem Korallentypen und so. Haben wir jetzt auch wieder was, mit denen bereits gequatscht. Bowie, ich glaube auch schon, oder? Didn't think I'd be storming a pirate fort today. When you decide to do times like that. Me? I hope this Ja, nichts Besonderes, wie es zu erwarten war. Am Kai, da war doch irgendwie der Typ, der reden. Ich habe noch eine Koralle. Nein. So. Dankeschön. Solange sie die Frage, wofür brauche ich überhaupt die Silberdukate? Ja, vielleicht kommt das dann in Akt 3. Können wir uns noch vorstellen. Da ist jetzt irgendwie auch nichts Neues. So, wieder verlassen. Ab zum Schloss und endlich mal Akt 2 beenden, wa? So, jetzt ist zwar... Wieder hier? didn't think I'd be me? Ah, okay. Der gleiche Quatsch. Schatz kann man vermutlich auch nichts mehr. Nö, sieht so noch geplündert aus in uns. Auf zum Rittersaal. Der Käseliebhaber. Was? Käse und Geschenk der Götter, ich widme mein Leben seinem Verzehr. Bring mir neuen Käse, Käse aller Welt, ich will dir gut entlohnen. Lochkäse bereichern, ja, gib mir den Käse. Ja, oh ja, Götter. Ja, es ist Käse. Käse. Ich kriege Honig. Ich kriege Käse, Honig für Käse. For the Temple of Milla, Lady Priestess? Oh, I do wish you'd reconsider. That whole area's crawling with thieves working in the employ of Grief. The very ground itself is rotten. Hunks of cliffside slough off near every day. You might easily find yourself with no way back, so be careful, okay? Ich war doch gerade eben dort und wir haben es soweit ganz gut geschafft. Sure, just saying those Regalian thugs turned tail and ran.
But our crops still aren't growing, and we've no shortage of terrors. What do you suppose could have happened to Milla? Some men have gone to the temple to investigate, but none have returned. I say we've bigger problems than fighting a war, but no one asks me. Ja, so ist das, junge Frau. Warte mal. Ein Eisenschild. Und eine Stahllanze. Aber die vorhin mit allem übersehen, oder was? Weil eigentlich und so, egal. So, aber ausrüsten kann ich gar nicht schaden, schätze ich jetzt mal. Der Löcherkäse ist hier weg, habe ich ihm einfach mal geklaut. Fies wie ich bin, nicht wahr? Lederschild ist natürlich jetzt nicht mehr so geil. Jetzt haben wir ein Eisenschild. Geschwindigkeit, er ist sowieso nicht der schnellste, das spielt keine Rolle. Jetzt haben wir natürlich noch etwas bezüglich... toll. Soll ich noch was mit der Stahllanze? Trefferquote natürlich ein bisschen runter. Ich habe sonst niemanden. Ein Charakter könnte Schild auch immer anderes gehen, aber er ist halt so ein Verteidigungsbestie. Das ist natürlich auch schon cool. Will ich auch so behalten. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal wieder. Audienzsaal oder Treppen? Ja, also hier ist nichts. Grandpapa? What are you doing here? It's been so very long, Celica. Oh, Grandpapa! I'd half resigned myself to never seeing you again. As had I. And yet here you are, grown into a beautiful young woman. Though I fear we lack the time for a leisurely reunion. Surely you left the island with some purpose in mind, yes? I did. I'm going to the Temple of Milla. All that's transpiring in Zofia now is tied to the Earth Mother. I can feel it in my very marrow. There's more to be done than simply fighting the foes laid before us. I must learn Milla's will in all of this. I also intend to pray that she intercedes on behalf of her people, that she might save us all. I see. Just as Olm has chosen his path, it would seem you have chosen yours. I'd suspected as much, but your being here confirms it. He's leading the deliverance, isn't he? Why don't you go upstairs and see for yourself? I expect that's where you'll find what you've been searching for. It's really you! Wait a sec. Celica? Is that really you? Celica? I'm so glad to see you. I have dreamt about this day for 7 years. At last, I finally found you. You have. I've missed you too, so much. Wow, that's quite the story. I'm trying to picture you swashbuckling pirates and... yeah, just... wow. I didn't mean to swashbuckle anyone. It just sort of happened. But forget all that for the moment. You aren't really planning to fight the Regalian Empire, are you? Listen, it's not something I chose. They were the ones who attacked us. But there must be a way to resolve things other than bloodshed, no? That's a pretty thought, Celica, but I'm not sure it's true. If it were, no one would be risking life and limb on the battlefield. Is it really so naive? Zophians and Regalians are both people of Valentia, are we not?
I know we can reach some kind of accord if we just try. Besides that, I just can't imagine Emperor Rudolph is the monster some claim him to be. It doesn't matter what sort of man he is. The Regalian Empire chose to cross Zofia's border. That's a fact. We aim to drive back the invaders. Nothing more. But why do you have to lead this rebellion? Myson's grandson or no, you're neither knight nor noble. So why make yourself a target like this? If I didn't know any better, I'd swear I was speaking to a blue blood. My station doesn't matter, Celica. I'm here because I was called. I have a duty to perform, and I'll perform it. No more and no less. Oh, Do you think I wanted this fight? This all started because Lima IV went and angered the Empire. If you wish to point fingers, point them at the ruler who failed his people. It's his fault we're in this mess. That's not... Well, so what if it is? Maybe you should go become king if it's such a damnably easy job. What? Celica, that's not... You're awfully free with accusations for a boy with no idea what royalty entails. And now that you're a hero, I imagine the throne is next on the list, is that it? No, it's not like that at all, Celica. I just want to keep Zofia safe. Besides, there's an heir. A princess of the royal family may have survived. If she turned up and fixed all this, I'd happily return to Ram. You could come with me, you know? It'd be like old times. Come on! There's no secret princess! The Zophian royal family is dead! But how can you be... Enough! Just enough. Go fight your war if it makes you happy. I'm going to the Temple of Milla. Goodbye. You stubborn jerk! Celica, you're one to talk about stubbornness. Jeez. Damn it all. I didn't even get the chance to ask her about the village. About why she had to leave. Oh, Celica. I had so much I wanted to say to you. How did it end up like this? Alm and Celica's heartfelt reunion was dashed by heated words. And once again, the two were parted. One chose the battlefield, the other, the mother's succor. And while they both sought to attain peace in their own way, their chances of finding it together seemed to grow increasingly slim. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, okay, das heißt dritter Akt wieder getrennte Wege, aber wie soll das funktionieren? Hä? Soll ich da einerseits mit allem zocken, dann nächstes Mal da mit Celica, oder? Hä? Naja, jedenfalls, Anfangsszene war sehr schön, dann hat Alm halt ein bisschen was Doofes gesagt, aber ja, ist halt immer so eine Frage, wa? Natürlich will Celica den Frieden, da kann ich ja auch verstehen, da muss ich natürlich auch allem zustimmen, weil ganz ehrlich, wenn da, jetzt, wie soll das sagen, gerade mal das aktuelles Beispiel, wenn irgendwelche, darf ich das überhaupt sagen? Ist die andere Frage, wa? Ne, ich meine generell, wenn es irgendjemand kommt und dir ein Eigentum wegnehmen will, ich sag's mal so, wirst du einfach daneben stehen und sagen, ja komm, lass uns reden, wir finden sicher einen Weg. Klar, es kann ja funktionieren, aber es kann ja auch sein, dass der andere Arsch einfach wirklich ein Arsch ist und das Gefühl hat, ihm gehöre alles. Er müsse alles kontrollieren. Und er hat gar keinen Bock auf Diplomatie, er will es einfach an sich reißen, egal mit welchen Mitteln. Und dann kommst du mit Celicas Weg halt nicht weiter. Da ist Diplomatie ist für den Arsch, der muss er zurückschlagen. Oder wie sonst will es machen? Ist halt immer das alte Trauerspiel, kann man sagen.